Es geht weiter, nach wie vor heiter, zurück bei Fire Emblem Engage, bei dem Sidequest-Kapitel mit Micaiah und ganz ehrlich, sieht hier mein Geschmack ein bisschen zu locker aus. Das gefällt mir nicht, Freunde, das gefällt mir nicht. Bin ich jetzt schon so stark geworden? Offenbar ja. Heiligen Wolfsbeil! Ja, Engaged-Einheiten sehen nicht nur cool aus, die haben noch was auf dem Kasten. Gut, bekommen Verstärkung, mit der haben wir gerechnet. Das ist aber nichts, was ich irgendwie jetzt sage, oh, Hilfe! Also ich habe hier die drei. Ich schicke mal Fogado die beiden mal darüber. Ein bisschen auszuhelfen, weil wir nicht irgendwie das Bedürfnis gerade irgendwie groß auszurasten. Chloe Leaf. Was geht ab? Ja. Eine Feuerlanze hier, ein bisschen einbrennen. Ein bisschen Buch verursachen ist auch cool. So. Wo wir Erika, kann er von hier aus angreifen, natürlich Feuerlanze. Obwohl mir Movi aktuell noch ein bisschen zu lahm ist, aber das können wir noch ändern. Hoffentlich. Diamant Roy, ja, was mach ich jetzt da? Dann haben wir schon Verstärkung hier bekommen. Können wir jetzt nicht den Zorn der ganzen Truppen hier aufhalten, ne? Das könnte übel enden. Vor allem mit dem Binding Blade. Na, und Fernangriff, wobei das Binding Blade, das Teil, das kann alles, er kann sie alle vernichten. Er wird einfach alles hier zerstören. So, ein Vorrücken schon wieder, ein Feld bewegen und angreifen. Was eigentlich durchaus cool ist, aber momentan brauche ich es nicht wirklich. Stirbt durch die Macht des Binding Blades! Der Name lautet Diamandosan. So, wieder zurück. Stab. Ja, gern Verbündeter heilen. Nee. Haut's nicht. So ein Angriff, so ein Angriff, so ein Angriff, so ein Angriff. Angriff? Angriff! Gehen wir zurück. Dann. Ivy, Selika, Hilfe. Echo, steht auf Valencia. Diese scheiß Trefferquote. Ja gut, ist for one, ne? Was erwarte ich da? Dann jetzt so, hier. Vulganone. Seraphim, wäre eigentlich auch cool. Vulganone kann ich halt doppeln, ne? Seraphim zwar auch, aber da ein bisschen weniger Power drauf. Und hier mit Excalibur! Wenn du zwei Angriffe hast oder auch noch doppeln kannst generell, wenn du so schnell bist, das ist schon übel. So, jetzt ja, muss sie fast dahin stellen. Sie hatte viel Verteidigung für Resistenz. Also kann da ruhig etwas ein bisschen, sag jetzt mal doof gesagt, auch ein bisschen abkriegen. Geht hier in die Distanz, damit auch Vale geschützt ist.
Dann kommt hier die Nachhut. Oh ja, vor allem der hier. Schöner Schaden. Sogar bei Mikaia. Ja, da ist mir ein bisschen wenig Trefferquote. Aber das hier ist eine schöne Trefferquote. Gewitter! Damals finde ich auch gar nichts, dass ich nicht doppeln kann. Das haut trotzdem schön rein. So, ja, wir haben nur einen Typen hier, das finde ich jetzt ein bisschen lahm. Ich muss mal hier ein bisschen gucken, ne? Dass man hier so, bitte, also. Was soll denn das? Ein Bruch verursachen? Ah, ich weiß nicht, was haben wir Schönes? Stahlgroßaxt. Breaking ist immer cool. Armatz. Armatz oder Armatz nicht? Ich nehme mal die Meisterlanze. Gut, andere würden kritten. Louis denkt sich einfach so, warum? Warum muss er kritten? Und ich muss sagen, er hat recht. So. Bündnis langsam sich mal an der Zeit. Die macht trotzdem erstmal das Donnerschwert. Ganz ehrlich, werden die sowas von platt machen. Alfred kommt mit Sigurd hinterher so von wegen, du vergisst mich nicht. Da wird der Richtige bin auf der Position, ich gehe mal hier rüber, komm. Michael Lucina halten die Deckung. Es hat langsam eine Zeit, dass er auch ein bisschen mehr bemüht war. Treffer 200, das ist ja wohl. Da eben einfach so overpowered, Freunde. Kannst sagen, was du willst, wir sind einfach overpowered. Ich bleib trotzdem hier hinten, falls plötzlich jemand hier spawnt. Das wäre nämlich doch ein bisschen doof. Ja, schade. Hätte klappen können. Hätte wäre Fahrradkette. Oh. Ich muss schon sagen, die Einheiten, die ich so beschwöre mit Veronica, die haben es schon drauf. Es ist schon cool, wenn du eine magische Einheit hast, die auch ein bisschen was einstecken kann. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Hochmut kommt vor dem Fall, Freunde. Da war es wieder mal deutlich zu sehen. Ja, ich habe mich auch ein bisschen irreführen lassen. Natürlich ist noch eine fliegende Einheit trotz allem, auch wenn sie momentan keine Flügel mehr, also nicht mehr auf dem fliegenden Ding reitet. Oh, bin ich ein Doofi. Mann. So, ganz kurz zurück. Ja, nee, keine Ahnung, wo war ich jetzt? Meine Spielerphase, hier. Whale-Griff an. Diamantgriff an, ich mach mal wieder hier. Also. Wir haben hier einen neuen, den da. Und den da. So, weil der Rest ist egal, der Rest macht jetzt nicht so viel Damage. Die sind übel, gut. Ich kann hier schon hin, muss aber natürlich hier wieder ausweichen, ne? Also, okay. Also, gleiches Spiel von vorhin wieder. Jetzt gebe ich es mal, weil wir kennen es ja. Also eigentlich dank Echos kann sie 4-mal angreifen. Das ist schon heavy. So, zurück. Wir können das Buch verwenden. Oder versuchen zumindest. Das sind auch... durchaus ist das ein Schaden. Also er hat durchaus einen Schaden, ne? So meine ich natürlich. Citrin Soren. Nehmen wir eine scheiß Trefferquote. Könnt ihr auch die Bogenfuzis mal attackieren. Nee, komm, er bleibt dabei. Gewitter! Ah ja, hatten wir schon.
So, ich hau ab. Wenn der angreift mit dem Silberschwert, ja, mein klar. Problem ist natürlich, er ist schnell. Deswegen muss er sterben. Gegen den anderen, das ist ja die logische Konsequenz. So, Problem gelöst. Zurück hierzu. Der kriegt eh nicht, also kann ich direkt so gut das Teil verwenden. Ein Bruch, sehr gut, kann ich kontern. Aber gesagt, ich nach da drüben, dann bin ich hier durch. Hier drüben war ich auch schon durch, genau. Gedanklich bin ich auch schon durch, dann kann ich wieder ein bisschen schön warten. So. Aua. Nein, er ist gestorben, er ist down. Für die Rallala, für die Rallala. Na klar, jetzt rief er plötzlich. So, langsam aber sicher mal eine Zeit, hier richtig auszurasten. Die Expertenlanze, Freunde. Der Krieg kommt ein bisschen spät. War da ein Zug? Okay. Natürlich schon die ganzen Bogenschützen da unten. Das ist doof. Das heißt, ich muss ja vorher alle blau machen. Logischerweise. Okay. Bin gleich da. Für die Rallala. Kriege ich den mit irgendeiner Kombi down? Yo. Mit der Waffe Fensalier. Was nehmen wir da? Was nehmen wir da, Freunde? Wer noch nicht? Wer will noch mal? Binding Blade. Ein fairer Kampf. Ja, ist 1 gegen 1, ein fairer Kampf. Vor allem macht er keinen Schaden, ist ein sehr fairer Kampf. So. Sehr gut. Ivy Celica. Ich meine, wenn ich schon mal Echo habe, nehme ich natürlich Echo, ist klar. Wäre schön doof, wenn das nicht machen würde. Ich hatte noch einen Foron dabei. Huch! Den treffe gar nicht, scheiße. Okay. Habe ich schon erwähnt, ich habe ein Echo. Shadows of Valencia. Oder so ungefähr. Aber irgendwie einen guten Move. Wir können eigentlich mal... Ja, nutzen Sie mal Ihren Move. Seraphim. Der hat's ihn aus den Socken gehauen. Der so schnell kann es gehen, wa? Er bleibt euch mit dir hier. Das passt schon. So. Ja, Bündnis Engage. Da ist eine Kampftechnik da unten, aber andererseits... Ja, komm, wenn ich schon dabei bin. Weil nimmer fehlt. So,
Kommen hier mal auch noch. Dann. Kataklysmus. Da war jetzt ein bisschen übertrieben für den. Ja, komm. Machen wir mal hier. Kataklysmus. Der wird schön. Ja, dann kriegt sie auch einen Damage ab. Das ist irgendwie nicht so geil. So, komm. Du steigst 2 miteinander aus. Citrin und Soren. Was für ein Dreamteam. Bam, bams, booms, booms. Ja, so schnell kommt der nicht mehr zurück. Vergiss mich nicht, den tollen Alfred. Einfach da mal ein Ding machen, wa? Ein Bündnismove. Wobei es jetzt ein bisschen schwierig ist tatsächlich. Das heißt, ja, erstmal den hier auslöschen. Was überhaupt ist es? Ah, für Micaiah. Gut, ob sie schon kommt, ist eine andere Frage. Und falls ja, dann wird es wehtun. Nemesis. Nemesis und Nemesis nicht. Gut, langsam genug mit dem Move. Bushirollyn mache nachher der Kombi. Mit Yunaka, mit euch machen wir es jetzt schon mal. Oder war es zu früh? Ich bin unsicher. Gut, ich habe schon 4 Dinge drauf, also passt schon. Ich kann 4 Züge lang das halten. Das Ding ist auch schön. Ah, ein Bruch ist geiler. Hebt ihr keinen Bruch? Bist lieber mal bei mir. Gut, die Magie war, also kann ich sie eigentlich ruhig hier hinstellen, tatsächlich. Bushirollyn kann nachher noch schön abziehen, also das wird gleich kurz und schmerzlos. Währenddessen mache ich noch schnell einen Jin-Stab. Stärkung! Oh yes! So, nachher ist das auch vorbei. Michael Lucina, sie langweilen sich, was auch sonst. Oh, sie kommt doch schon. Das wird eh tun. Das war knapp. Hui, war das knapp. Hui. Da kommt scheiß Verstärkung. Muss uns um die beiden kümmern. Gut, sagen wir ehrlich, Freunde, normalerweise würde ich jetzt die alle mitnehmen wollen. Da wir aber gemerkt haben, es gibt keine Erfahrungspunkte, lassen wir den Scheiß und machen lieber noch platt und fertig. Wo ist sie hier? Yunaka? Und zwar natürlich mit dem Teil. Wegen Magie kann ich sie schön brechen. In der Mitte durch, ne? Willst du verarschen, Yunaka? Es ist, dass du für einen Dieb, sag jetzt mal, oder für jemanden, der sagt, oh, ich will nicht gerne gegen Magieanwender kämpfen. Also schon mal sehr viel Resistenz. Du hast selber schon Magie. Und außerdem greifst du gerade mit Handschuhen an. Stimmt, das war ja Yunaka damals, aber ganz vergessen. Also mit Micaiah habe ich Yunaka damals jetzt zum ersten Mal engaged. Ich meine, Schöpfer, so hatte ich jetzt Fogat. Wo ist denn der jetzt? Ah, da ist er ja. Okay.
Gut, nachher wäre es weg. Diamant Roy, da haben wir noch einen Zug offen. Kriegt die nicht mit dem One-Ding down, ne? Ist ein bisschen doof, aber ist leider so. Könnte man auch so machen, wa? Zack, boom, durch, waren wir ein Kombi-Treffer. Ah, nee, nee. Dann machen wir doch erstmal einen anderen platt. Diese scheiß Trefferquote mit dem Gewitter. Excalibur! Ich liebe etwas, das ein bisschen mehr Power hat. Ja, ihn will ich ja eigentlich lieber wegen der Hauskombi, wobei wenn ich sie hier einsetze, ist eh schon vorbei. Gerade mal. Stimmt, ich habe einen Fehler gemacht. Moment, das kann ich gleich mal beheben. Also schön war gleich nochmal. Hoch, rum, Bams und Booms und Dings. Schwert des Schöpfers. Also gehen wir erstmal hier hin. Dann habe ich hier einmal ganz normal angreifen mit Rex Blizzard. Keiner kämpft so gut wie dieser. So. Jetzt mache ich hier die Hauskombo. Plus natürlich. Ah, hey, hi, ho, ho. Und das hier. Hasta la vista, Baby. Sehr gut. Dann direkt nochmal. Zug abwarten, wa? Der kann ich gleich nochmal angreifen. Keine Sorge, das geht schon noch. Mit Echo will ich lieber nachher angreifen. Mit der Lanze eines Kriegers. Das war's. Diamant Roy wäre durchaus eine Idee. Erstmal hier angreifen. Aber Schönes mit dem Teil. Jo, das macht definitiv Damage. Natürlich auch eine Kampftechnik einsetzen. Züge. Ja, komm. Schön, schön, schön. Die Macht der Embleme! Hast du Probleme? Ruf die Embleme! Und das war's.
Abgeschlossen. Chloe und Leaf waren nice. Ohne Scheiß. Ja, also schon ein einfaches Kapitel, das muss man zugeben. Aber ich glaube, es ist ja auch ein Kapitel, das mal auch früher hätte anfangen können. 無事試練を乗り越えることができたわね。お疲れ様。ありがとうございました、ミカヤ。以前よりもあなたの心を近くに感じるわ。私もこの戦いでミカヤのことをより深く知ることができたと思います。あ、でもどうかしたの？ミカヤの未来が見える力も知ることができたらよかったのになんて思います。それはあなたには必要ないわ。未来なんて見えなくてもあなたはそれを作り上げることができるもの。今のはもしかして予言ですか？いいえ、確信よ。どんな時にも決してくじけることのない力強さをあなたの中にも感じたから。嬉しいです。ミカヤの思いに応えられるようこれからも頑張りますね。私も全力であなたを支えるわ。一緒に世界を救いましょう。 Weltretten klingt echt cool. Das maximale Bandlevel. Es ist so geil. Wir gehen steil. So, Freunde. Nicht mehr viele Sidequests. Also, wie wir gesehen haben, theoretisch noch 2. Eine ist mit Marv, die andere, kein Plan, worum es da gehen soll. Aber jetzt sicher mal gesagt, dass wir in der nächsten Folge uns um das Kapitel mit Marv kümmern. Und vermutlich auch noch über die nächste Folge. Und dann aber uns wieder ein bisschen um die Hauptstory kümmern. Das ist irgendwie auch schon bei Kapitel 23, also lange kann sich mal dauern, das Spiel, ne? Eben so ein Fire Emblem Spiel hat im Durchschnitt, sag ich jetzt mal so 22 bis vielleicht sogar maximal 26 Kapitel. Wobei, ja, sagen wir mal im Durchschnitt so 23 bis 24 Kapitel, ne? Kann hier vielleicht 2, 3 Kapitel mehr sein, weil ich glaube, dass wir jetzt schon so weit sind. Es wird noch ein finales Kapitel geben und so, aber wir sind schon sehr, sehr nah dran. Im Prinzip kannst du eigentlich sagen, immer wenn du über Kapitel 20 bist, dass du dich schon mal darauf vorbereiten kannst, auch schon mal was dein finales Team und so betrifft. Ich glaube, das haben wir, also was heißt glaube, wir haben schon ziemlich sicher drin. Das finale Team, die Embleme, da ist noch ein bisschen gucken. Vielleicht switche ich auch immer ein bisschen zwischen 1 oder 2 Embleme. Oh, ist ein Tier. Und Hoppelhase. Haben wir gar nicht gesehen. Gut, ist auch Schnee gewesen hier. Ein weißer Hoppelhase. Ja eben, ne, so die Charaktere in dem Lebenszuweisung, die stimmt eigentlich soweit. Vielleicht hier und da noch eine kleine Optimierung. Oder eine Alternative, ne. Dass eben zum Beispiel sagt, im Fall von Yunaka, sie kann mit Beilev umgehen, sie kann auch mit Leaf umgehen, oder sogar mit Lyn wird es auch gehen, ne, solche Dinge halt. Hier noch Schönes. Stahlbarren, nie zu verachten und immer zu gebrauchen. So. Sonst haben wir hier alles. Perfekt. Wir gehen zurück. Na, erstmal kurz zur L-Karte. Um kurz, aber schmerzlos zu schauen, wie es jetzt denn hier so aussieht mit den Kapiteln. Also. Das sind die wir alle schon gemacht haben. Sei es nun Story oder sei es eben Sidequests. Weil Schloss Lythos, das wäre dann Lucia, Schloss Lythos, genau hier Kapitel 23, Lavafelder. Im Ziel der Barriere um Elyrs zu brechen, sucht die Gruppe nach dem ersten Dämonendrachensiegel. Hat man gesagt 3 Seins, ja? Ja gut, wenn ich jetzt sage, pro Dämonendrachensiegel ein Kapitel, plus noch irgendwie ein finaler Kampfkapitel, sind es wohl noch 4 Kapitel. Also sprich 23, 24, 25, dann geht es mit dem Dämonendrachensiegel und dann noch ein finales Kapitel. Gehe ich jetzt mal davon aus, so meine Vermutung. Dann haben wir hier noch eisige Festung, nee, das hier, nein, das. Hier. Verehrtes Schloss. Ein Ort von großer Bedeutung für Emblem Marv und Schauplatz in der Prüfung im Würmgott. Das machen wir dann eben das nächste Mal. Erst ein Part, dann Nebenquest an Erinnerung.
Denn im Park von Schloss Lüderseen wird ein mysteriöser Ringe aufbewahrt. Ich kann mir vorstellen, dass sogar, weil wir mittlerweile auch ein Emblem sind, dass es unsere Sidequest ist. Auch wenn es ein bisschen creepy wäre. Aber es könnte sein. Trotzdem, ich würde es, glaube ich, erst später machen. Also sicher mal einmal noch ein Kapitel ums Dämonendrachen-Siegel, ums erste machen. Damit wir wieder ein bisschen Abwechslung haben. Und dann noch die Sidequests. Und ja, ich vernehme noch, wir haben ein krasses Team. Das kann sich sehen lassen. So, natürlich gibt es noch Gespräche mitunter, da ist auch klar. Haben wir auch Bandgespräche? Nee. Das, nee, was ist denn Wähl schon wieder mit uns? Warte mal. Das ist gerade irgendwie falsch gesehen. Jetzt wirklich tatsächlich schon wieder eins, oder was? Jetzt auf generell Wähl halt so Gespräche hat, wa? Ja, komm, ich glaube, ein Gespräch kann man machen. Oder 2 oder 3. ディアマンド、何か困ってることはない？ベイル王女、どうしたんだ急に。私はディアマンドにひどいことをしたわ。だから何か償えることはないかなと思って。父上のことなら気に病む必要はない。あの時のベイル王女は正気ではなかったのだ。でもなるほど。それではベイル王女の気持ちに決着がつかないということか。しかしあいにく今の私には困りごとはない。そうだ、私と一緒に人助けをしないか。人助け？私はブロディア王国第一王子として民の悩みを解消する必要がある。悩める民を助けることは私を助けることにもつながるはずだ。ベイル王女、それでいいか？ディアマンド、よろしくね。一日中街を歩き回ったのに。まさか悩みを抱えている人が誰一人いない。しかし困っている人が見つからないのは喜ぶ。私はブロディア王国第一王子として。でもこれじゃ償いにならないわ。仕方ない。では一つ約束をしよう。いつか私が悩みを抱えたら、その時はベイル王女に解決してもらう。それでどうだ？十分すぎる申し出だよ。Ja, aber ob er sich das echt mal fragen wird, ist wieder eine andere Frage. So viele Gespräche. Ich hätte echt noch ein paar. Ja, komm, wir machen noch das mit Alfred und Will. ベイル王女、そんな大粒の汗を流してどこか具合でも悪いのかい？辛い。辛いスープを飲んでいるの。え？あ、もうそんなに笑うことないでしょ。でもそんなに厳しい表情でそこまでして辛いスープを。別に好きな食べ物どんな表情で食べたっていいじゃない。そうだ、アルフレッドも一口食べてみる？すっごく辛いんだから。絶対にアルフレッドだって変な顔になるわ。よろしい、その挑戦受けて立とう。これはダメだ。アルフレッドの方が変な顔。勝負は私の勝ちね。 Ja, aber er hat definitiv verloren im Sinne von, wenn er Pech hat, ist er dabei draufgegangen. Gestorben beim Essen, weil es zu scharf war. Das wäre natürlich doof. So. Ich weiß gar nicht, was wir zuerst hin. Ringkammer, Arena, es gibt da so viele Orte zu tun. Gehen wir doch erstmal ins Gehöfne, in die Grotte. Da, wo es richtig grottig ist.
Die anderen Gespräche haben wir in der nächsten Folge, Freunde. Man hat in der nächsten Folge nur noch ein bisschen, ich wollte gerade sagen Sightseeing, naja, einfach hier und da noch ein bisschen Optimierung. Auch schon überlegt, ob man noch Dinge machen soll, noch ein bisschen angeln, aber nee. Zombie ist zufrieden. Er ist auch der Cool Guy, der Cool Goofy, der Cool Zombie. Ja, Streicheln ist sehr wichtig, ne? Soll er angeblich, wie man so liest, soll es nicht nur gut für Zombies sein, sondern für uns selber auch. Also jetzt nicht aufs Ding bezogen, das Spiel, sondern auch ein bisschen aufs Real Life. Also sprich, wenn du irgendwie ein Haustier knuddelst und streichelst und so, soll es auch einen positiven Effekt in der Psyche haben. Angeblich. Aber was hat heutzutage nicht irgendwie einen positiven oder negativen Effekt auf deine Psyche? Da finden sie das ständig was Neues. Dann ist Platz. Nicht zum Trainieren selbst, sondern wegen dem Brunnen. Wir haben noch eine kleine Umwandlung. Erhalten Karte an dem Buch noch mit. Okay, das war gerade weniger, was ich bekommen habe. Das finde ich schade. Da bekamen noch Waffen, die ich reinschmeißen könnte. Spiel verarmt mich ein bisschen. Kann auch kein Schwein. Der Silberbogen und ein Meisterbogen. Lalalala. Gehen wir hier noch rein. Tiramisturm. Am liebsten schon. Ein Elfenlicht. Elfendonner. Na gut, ja, ein paar Waffen haben wir noch. Den kann man machen, das mal noch weg. Ein Leckermesser. So. Wir haben das auch. Dann machen wir schnell nach unten. Dann machen wir die Dinger mal noch. Weil wir noch unsere Dinger hier erhöhen, war für alle. Gehen wir davon aus, Gespräch hat es noch keinen neuen getriggert, war? Der Michael in der Damenwelt, wie so mit Citrin, Junaka, Vale, ja, mit ein paar muss er noch. Sonst gibt es vielleicht bald mal ein bisschen Probleme. Ich meine, wenn nicht möglich sein, dass du hier im Spiel Kinder bekommst oder so etwas. Aber der Rang S Support, der ist etwas, was schon seit einigen Fire Emblem Spielen so gibt. Und soweit ich mich erinnere, war es immer dafür mit einer Person mindestens Rang A. Bevor du den triggern kannst. So. Haben wir haben's. Gut, der ist geschlossen. Was haben wir eigentlich für Zeit hier? Morgen. Morgens 9:30 in Somniel. Warum nicht? Ja, nochmal ein bisschen Kohle aber noch, wa? Ich hoffe sehr viel. Veredeln wäre ganz geil. Ich will gerne plus 2 und so machen, will ist ein anderes Thema. Kapo, kann da irgendwas draufpacken? Teuer. In vielfacher Hinsicht, meine Scheiße. Können wir das mal die Dinger. Wollen wir sagen, es wäre ganz cool, wenn ich es jetzt machen würde. Stahl war wieder viel. Feuerlanze. Wir haben schon plus 3, ne? Plus 4 würden noch gehen, gerade so. Ja, komm. Jetzt nicht so wahnsinnig schwierig gewesen. Machen wir hier noch plus 3. So. Das auch schon mal. Dann habe ich noch Silber Großlanz. Er hat schon auf plus 2. Ups. Ich kann das ganz normal machen. Plus 2. Nö. Ich habe keinen Stahl mehr. I need Stahl. Welli viel Stahl. Aber das dauert ja.
machen wir da? 13, 14, 15, 17. Ja, komm. 承りましょう。 Kriegerlanze plus 2 habe ich auch schon überall. Der Bryanex-Speer, ich glaube, der könnte ein bisschen schwierig werden. Das Silber halt, ne? Das ist Wahnsinn. Krieghaus kann das eigentlich schon mal upgraden. Weil, warum nicht auch hier zur Stahl-Großlanze, ne? Da war schon 10 Stück davon, Junge, Junge. Lass mal hier kommen. 承りましょう。 Na genau, weil jetzt geht es natürlich hier nicht mehr. Das kann ich gar nicht so machen, das ist ein bisschen doof tatsächlich. Da geht auch nichts mehr. Fensalir ist auch schon tot. Nur tun, ja, mir fehlt noch eine Axt, die ich gar keinen gegeben habe. Ich weiß, für ihn was gewesen, aber er hat schon ein krasses Schwert. Eigentlich muss ich gucken, dass bei ihm noch ein. Also Diamant vielleicht das Teil noch gebe hier. 承りましょう。 Ich brauche viel Silber, ich brauche viel Stahl, ich brauche irgendwie alles. Warum eigentlich für alles irgendwie Silber und Stahl? Ich fühle mich irgendwie ein bisschen, weiß auch nicht, beümmelt. Ja, das hier mit der Lanze. Also Stahl-Großlanze, eine Silberlanze machen, das Ding. Baut ich ja 100 Eisen, aber eh nicht mehr. Stahl und Silber. Ja, natürlich alles scheiße. Silberdolch, Gnadengeber. Ja, wer gibt mir überhaupt schon Gnade? Hä? Hier. Da kann er passen. 承りましょう。 Tja, das ist zwar genug Kohle, aber zu wenig Rohmaterial dafür, ne? Ist auch kacke. またお待ちしてます。 Ja, ich glaube andererseits, wenn du alles upgraden würdest, wäre es vielleicht ein bisschen zu einfach bei das Spiel. $200, ja, besser als nix. So, dann gehen wir doch mal. Ups, falsch hier. Wir gehen in die Arena zurück. Mit 43 Minuten. Ich glaube trotzdem ist es gar nicht mal so schlecht, wenn ich jetzt noch ein bisschen was mache. Also hier so in der Arena. Und ich plötzlich alles in der nächsten Folge machen muss. Ich glaube, das Training können wir vielleicht sogar in der nächsten Folge noch aufsparen. Was mache ich hier? Embleme. Oder? Ich sehe natürlich gar nicht mehr, wie viel ich überhaupt habe. Super. Und da hätte besser gesagt. Stärke plus 5 ist schon krass. 仲間とはいえ手は抜かん。ノイだ。僕が相手になるよ。やっ。もっと腕を磨かなきゃ。手合わせ感謝する。 Aber ganz knapp gewonnen, ganz knapp. Bin ich schon auf 15 war. Ja, wir haben gar nicht mehr so viele Punkte. Nein, nicht so. Jetzt vom Movia. Mit Erika zum Windschwert. 地区であった頃の俺はもういない。私はエイリークです。よろしく。 Das gewohnte Trauerspiel. 戦の時に力を貸してくれる。あれは私の双子の兄上です。 Wer nicht?
Das Windschwert. Sehr gut, sehr gut. Was man noch machen könnte, by the way. Wo haben wir sie? Gar nicht ausgewählt. Hortensia. Danach mal gucken, was der Micaiah sonst so auf dem Kasten hat, wa? ミカヤよ、いい試合にしましょう。 Oh, arm Micaiah. 当然よね。なにそんなに見ないでよ。ミカヤの目ってなんかこう心を読まれそうな感じがして悔しい。困ったわね。あなたが心配なだけなんだけど。 So was nennt man übertriebene Fürsorge, Micaiah. Mit Nosferatu gepaart. Micaiah, was hat denn sie noch alles? Auf den neuen Level freigeschaltet habe. Starkes Bann ist immer cool. Stabkunst. Stäbe stellen 27 K wieder her. Also plus die keiner kann Stäbe bis Level B verwenden. Was? Tani, mit Lichtmagie, effektiv gegen berittene, gepanzerte. Stabkunst 4, Stabkunst 5. Geistlicher Plus, die anderen kann Stäbe bis Level A verwenden. Ja, super. Ja, also da heißt, müssen Micaiah einen geben, der entweder kein hohes Stablevel hat, aber trotzdem verwenden könnte, oder jemanden, der gar keine Stäbe verwenden kann, um das volle Potenzial rauszuholen. Theoretisch. Ja, also kann man sich eigentlich überlegen, dazu sagen, schon dazu überlegen, wa? Irgendwie hat sogar Yunaka, weil sie halt auch ein bisschen Magie hat, mit was ausrichten könnte. Der Chloe, einfach nur um ihr Stablevel zu erhöhen, auch. Wäre eigentlich auch nice. Das ist halt immer die Frage, was für ein Emblem gibt es an Hortensia? Hortensia sollte schon irgendwie etwas Magisches sein, ne? Ich sag's mal so. Eine Ivy wäre auch eine Variante. Eine Ivy, Celica, die bei Ivy anzugange ist. Bei Ivy halt das Coole ist, dass er halt auch viel Verteidigung hat. Ging zu Hortensia. Dafür ist Hortensia mehr Behendigkeit, mehr Geschwindigkeit und vor allem Behendigkeit ist bei ihr noch nicht voll. Bei ihr hier schon. Wir können vielleicht andererseits bei Hortensia können wir auch vielleicht die stärkere Lichtmagie nutzen, wa? Die Micaiah hätte. Stabel bis A. Jetzt sogar möglich mit ihr. Das ist schon krass. Kommen wir mal Boucheron. Ich mache jetzt mal noch hier die normalen 3 Trainingseinheiten, die wir machen können. Und dann eben, ich glaube, wir machen oft noch ein paar Gedanken wegen Hortensia und Micaiah, aber ansonsten würde ich sagen, war es mal das für die Folge im Sinne von Insomnial gucken, blöd gesagt. Wir kehren uns auch wieder aufs Kampffeld zurück, ja? Also machen die Sidequests dann mal auf der nächsten Folge. Wir haben ein paar Gespräche, da ist klar, weil das müssen immer ein bisschen sein, aber ansonsten relativ schnell zurück aufs Kampffeld. Oh, jetzt muss ich sogar nochmal mit Boucheron verloren hat, der Trottel. Streng mal ein bisschen an, Alter. Ja, klar, jetzt kriegen wir natürlich einen Loser in der Runde. Das klingt doof, ich weiß, weil Celine war ursprünglich mal sehr stark bei uns und hatte sie mal so einen Durchhänger. Ähnliche Boucheron, wo ich meine bei Celine so, ich trainiere gerade mal nicht mehr, wobei sie eben mit Celica, finde ich persönlich vermutlich sehr stark wäre, da Celine ja auch mit Schwert und Magie handhabt. Habe ich damals ein bisschen versäumt, wenn man so sagen will. Andererseits bin ich auch irgendwie traurig, weil wir haben ein starkes Team. Es ist jetzt kein Charakter dabei, wo ich sagen würde, ja, das ist eher ein bisschen lahmarsch und so. Sogar Alfred, wo ich am Anfang ein bisschen Zweifel hatte, zu gefangen. Alter. Ey, der ausweicht. So ein ganz krasser Dude. Und Level Up.
Das Mindestmaß an Königlichkeit. Und dann noch Gespräch. Ja, super. Also vor dem nächsten Part haben wir viele Gespräche offen. Scheiße. Nein. Und gucken wir mal eben auch mit Micaiah und so in der Kombi. Man muss wieder neu zuweisen, glaube ich. Ja. Hortensia Micaiah oder eben vielleicht was anderes. Aber ich glaube, wir sind da gar nicht mal so schlecht aufgestellt mit ihr. Auch wenn ich natürlich jetzt in der Kombi Geister Plus nicht verwenden kann. Da haben wir noch wesentlich mehr Resistenz, natürlich auch cool. Stabkunst, das heißt, er hat noch eine größere Reichweite als ohnehin schon. Durch die ganzen Effekte hier. Und durch Stabkunst selber heilt sie noch viel mehr. Also allein schon mit Pflege kann sie sehr viel heilen. Und das finde ich schon sehr, sehr krass. Gut, in dem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem Engage. Dann noch ein paar Gespräche und vielleicht noch ein bisschen Emblem umstellen. Gehen wir weiter zum nächsten Sidequest-Kapitel. Das heißt, im Kampf gegen Marth. Höchstpersönlich. Den Heldenkönig. Oh yeah. Bis dahin, ciao zusammen.